Für einem Jahr waren wir als Lycée dabei, für die Rucksackbibliothek entgegenzuholen. In einem Jahr mit vielen Aktivitäten und Projekten, wo wir der nächsten Schule weitergehen. Eine ganz flotte Seance am Escher Theater, wo wir gesehen haben, was die anderen Schulen organisiert haben. Wir hatten den Gianni Mirsch, Member vom Comité de la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, am Interview und haben nur seinen André gefragt. Das ist natürlich flott, wenn wir sehen, wie die anderen Schulen und die anderen Jungen sich engagieren. Und all die Projekte, die sie präsentiert haben, da waren ganz interessante Sachen dabei, weil natürlich weiß, dass nach immer viele Schulen jung, motiviert Schülerinnen und Schüler fanden, für so interessante Projekte mitzumachen. Die jung engagiert waren in diesem Fall Kinder von der École Fondamentale Strossen, die Themisch gesungen haben. Aber das war nicht den einzigen musikalischen Akt, hier ist der Janis Berchtol am Piano. Abgehalten wurde dann noch nicht mit ihm, Piano Lucy und Saxophon Christine. Darlet Lommel, Initiatrice und Koordinatrice von diesem Projekt, erzählt von Fatma Hassouna, eine Journalistin, die am Gaza Fotos gemacht hat. Hier soir, ils ont bombardé près de chez nous. Das war der 15. April, für rund 6 Monate also. Dono, keine Nouvelle mehr. Der 16. April, wo hat zur Zielscheibe von der Bombe ging. Ein Tag, nachdem die Nachricht von der Regisseurin kam, dass sie einen Dokumentarfilm mit Fatma seine Fotos für das Festival von Cannes selektioniert wurde. Wie die iranische Regisseurin schreibt, son esprit vit à travers les images. Sie erwähnt hier, wie wichtig die Resistenz für uns alle war und soll sein. Von all denen, die sich auf ihre Manier engagiert haben, auf so vielseitig Art und Weise, jeder, der auf seiner Platz Verantwortung überholt hat. Aufstehen, wo Menschenrechte mit Füßen getrüppelt gehen, Hass an Ausgrenzung, Antisemitismus, Islamophobie, Diskriminierungen und Gewalt denunzieren und sich stark machen für die menschliche Dignität, für uns Werte, für Freiheit und Demokratie. Auf eine aufrichtig, determiniert, gewaltfrei Manier aus dieser Überzeugung heraus den unterdrückten Stier bieten, wo nicht umsonst an hohen Sinn gemacht. Als nicht umsonst, am Sinn wird nie umsonst sein, mehr immer Sinn machen. Elisabeth Mark, als Repräsentantin von der Regierung, wird sich nun auch um die Jungen am Saal gerichtet. Die Jung, der sieht die Stimme von der Zukunft. Und das mit ihrem Ersatz haut für die Erinnerung, sucht dir für eine Welt von mir, die mir gerecht und mir tolerant ist. Dafür mein Appell an euch alle, lasst uns alle zusammen handeln, für eine bessere Gesellschaft, für eine bessere Welt, an der Südwari seinen Platz hat, für eine Zukunft, die aus der Vergangenheit gelehrt wird. Heiner Report encourageant Wieder vom André Zwalli, Chefin von der Gemeinde Esch. Mein Message ist einfach. Stierst die Kap nicht an den Sand, geht nicht op.
auch vor verschiedene politischer gesellschaftlicher Entwicklungen decourageant und deprimant sind. Als Gesellschaft braucht schon Leute wie ich, die informiert und engagiert sind. Merci vielmals. Wir hatten den Edukationsminister auch am Interview und nur gefragt, wieso dieses Projekt so wichtig ist. Die größte Gefahr für Demokratie, Freiheit und Frieden ist ja eigentlich, dass man meinen, das wäre selbstverständlich. Wir brauchen uns nicht mehr all darum zu kümmern. Dann dürfen wir also wichtig, dass wir uns erinnern, was für mehr wie 80 Jahre auch zu Lützeburg war. Ja, wir hatten Krieg und auf vielen anderen Plätzen Krieg. Aber wenn wir das wollen evitieren, dann muss man uns engagieren für den Frieden und für die Freiheit. Höchstpunkt von der Zeremonie war das heute, nämlich die Überreichung von den jeweiligen Wallisen und die nächsten Schulen. Die École Fondamentale geht hier Wallis weiter und den Ascher Lycée Guillaume Kroll. Der Lycée Classique von Dickrich riecht hier Wallis und der Lycée Technique von Miersch. Der Lycée Reden und der Michael Rodange. Mit die Schule, die die Wallis vom LG sollt unholen, war im Moment noch nicht dezidiert. An der Lycée de Garçon H und die nächste Show, die nach an der Attente von der Rucksackbibliothek ist. Für sie hält Josika Straufler aus dem Arbeitsgruppe Pädagogie Sensibilisation vom Comité de la Mémoire Wallis an Empfang. N. Schlusswörter von Ferner Oetschen, Vizepräsident von der Chambre. So wie französisch Sprichwort sagt, celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Und ich will auch heute deutsche Politiker Friedrich Schorleber zitieren. Erinnern kann nicht ungeschehen machen, aber die Wiederholungswahrscheinlichkeit verringern.